Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurn. Jetzt Kasperl. Leute, es ist passiert. Ich hab's heute irgendwann nachmittags bin ich auf dem Locus gesessen, guck auf mein Handy und denk mal, vor 2 Minuten hochgeladen. Nö. Es sind die letzten 5 Folgen. Ich glaube, das müssten dann die letzten sein. 23, 24, 25, 26 und 27 müssten die letzten 5 Folgen sein vom hier Discord-Gelumpe von diesem Jahr. Und wir sind hier, ne? Das erste Ding heißt, von Mario Kart bis Vater-Sohn-King dauert 1 Stunde. Bin jetzt von der Malochene nach Hause gekommen, habe mich direkt hier hingesetzt. Dann, genau. Gibt's noch irgendwas? Den hier weg. Achso, ja, Schandtat des Tages. Schandtat des Tages. Die Schandtat des Tages. Ich weiß nicht mehr, wer von euch hat mir das geschrieben. Habe ich mir das notiert? Ich glaube, alles strahlt, keiner lacht, hat mir das geschrieben. Und zwar der Klassiker. Unser Anti-Mobbing-Jesus hat damals in seinem, in einem Video oder in einem Stream, ich weiß es nicht mehr genau, hat er gesagt, an seine Zuschauerschaft gerichtet, ja, wenn ihr jetzt was gegen Mobbing machen wollt, ne? Wenn ihr wirklich was gegen Mobbing unternehmen wollt, dann spendet bloß nicht an irgendwelche Anti-Mobbing-Organisationen oder dergleichen, ne? Hate Aid oder sowas. Das bringt alles nichts, die machen nichts, die ändern ja nichts. Sie sollen lieber ihm das Geld geben, da machen sie dann wenigstens wirklich was gegen Mobbing. Also wie man damit was gegen Mobbing macht, indem man ihm sein faules Lotterleben finanziert, weiß ich nicht. Alles natürlich wieder hochtrabender BS. Hochtrabender BS. Ne? Weil jeder Cent, ne, dem sie diesem Mann, ist noch zu früh im Video, Leute, im Laufe der Jahre nur in seinen kreisligen Schlund gestopft haben, ist lediglich hat sie direkt im Arschgebirge niedergelassen. Das war alles. Er hat es verfressen und in irgendwelche Computerspiele gesteckt und dergleichen. Ich glaube, ihm Geld zu geben, ist das, was am wenigsten gegen Mobbing unternimmt. Ne? Weil ihn zu unterstützen, der sich als Mobbing-Opfer immer nur inszeniert, ohne ein tatsächlich zu sein, schadet tatsächlichen, echten Mobbing-Opfern, die diese Erfahrungen wirklich machen mussten, weil es sie unglaubwürdig macht. Und ja, dementsprechend die Schandtat des heutigen Tages. Wir sind bei, also mal, sagen wir mal 4 Minuten. Ja, 4 Minuten ist gut aufgerundet. Dann bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar hockt euch her. Sammermeere. Reißt euch Häube auf, ihr werdet sie brauchen. Mir ging an einer. In Rainer. Hallo. Hallo. Hi. Du hast verpasst, dass unsere Kleine geboren wurde. Was? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Rainer, soll ich den Bienchen- und Blümchen-Talk mit dir führen? Ne? Also, wollen wir über den Storch reden, Reini? Willst du wissen, wie das passiert ist? Jetzt hat er wenigstens im Computerspiel endlich ein Kind. Das ist auch gut, ne? Weil da kann er keinen Schaden anrichten. Wie er es tun würde, nicht könnte, hätte er tatsächlich echte Kinder im richtigen Leben. Ne? Ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, wie er mit seine Haustiere umgegangen ist, dann möchte ich es mir nicht ausmalen,
und unter welchen fürchterlichen Bedingungen diese Kinder im Hause Winkler darben müssten. Nur weil der Papa hat jetzt gerade keine Lust, der will nur sein Zeug machen und sein Leben leben. Ne? Da muss das Kind halt einfach mal irgendwie in der vollgemachten Windel sitzen bleiben. Ne? Eine Stunde oder 3. Der Papa muss jetzt Let's Plays aufnehmen, der kann jetzt da nichts machen. Ne? Und die Mama, die ist nicht zu Hause. Wenn die von der Arbeit kann die sich ja drum kümmern. Ne? Ich dachte eigentlich nicht, dass das funktioniert, aber du hast ein Kind gekriegt. Hä? Naja, warte mal. Kopffick. Sorry, ich dachte. So funktioniert das nicht, Rainer. Das muss schon woanders reingehen, damit da ein Kind dabei rauskommt. Jetzt ein paar Sekunden. Ich habe jetzt drüber nachgedacht. Ich dachte, Du dachtest, ich bin Wollbunny? Ja, nee. nicht wegen der Stimme, so ein Idiot, auf jeden Fall nicht bloß drüber nachgedacht, weil ich gerade noch Musik anhatte. Alles gut. Entschuldige. Oh, jetzt hat die Bärchen verwechselt. Schade, dass er so früh gemerkt hat. Ich hätte wirklich gefeiert, wenn er das jetzt noch irgendwie 5, 6 Minuten lang nicht gecheckt hätte und sie dann verplappert hätte. Weißt, dass er. Aber der hat ja beiden Bärchen immer dieselbe Scheiße erzählt. Aber so von wegen, ja, aber sag hier der so und so, ich habe die Namen schon, Wollbunny. Ist jetzt sie Wollbunny oder ist die andere Wollbunny? Also so ungefähr sagt der dann nix. Moment, aber das bin doch ich, ups. Das wäre Sach gewesen. Alles gut. Nee, weil wir hatten ja vorhin, wir haben es jetzt geschafft, im Spiel zu heiraten. Und auch. Nee, weil ist auch deutlicher. Es ist dieselbe Scheiß Stimmlage, die er dann immer hat, wenn er am Zurückrudern ist. Ja, das ist die, oh Scheiße, ich habe mich zu sehr irgendwo in eine Sackgasse reingerendert, ich versuche mir jetzt herauszulügen. Ne? Und dann legt er sich in die Riemen. Dann wird gerudert wie bei Olympischen Spiele. Nee, war ja alles gar nicht so gemeint, war ja bloß Sarkasmus oder was war das hier mit der Ding, ne? Nice Sache, Aussage. Kinder zu kriegen und jetzt hat sie irgendwie, obwohl sie gar nicht online ist, ein Kind gekriegt, was ganz merkwürdig ist. Okay. Ja, ich weiß nicht, wenn das Spiel auf einem Server läuft, beziehungsweise ne, ihr das connected habt, das kann ja gut sein. Wie gesagt, ich kenne mich mit hier Metal Dynasty nicht aus und ich werde es auch nicht. Ist nicht meine Art von Spiel. Wie es funktioniert. Deswegen war ich jetzt gerade so. Und das ist eben gerade erst kurz bevor du reingekommen bist passiert. Deswegen dachte, habe ich das jetzt im Kopf gehabt. Okay, alles gut. Willst du lieber privat reden oder willst du hier bleiben? Wenn du über mich hier bleiben, kann das passieren, dass Wohlbahn hier reinkommt. Ja. Das kann passieren. Reini denkt sich jetzt schon, wie gesagt, ist jetzt eine Zeit lang her, dass ich da das letzte von diesen Videos reacted habe, aber Reini denkt sich da jetzt, der ist jetzt bei beiden schon so weit mit der Anbaggerei fortgeschritten, dass er sich schon eigentlich nicht mehr erlauben kann, dass dieselben mit ihm zusammen im selben Discord-Raum sind. Ja, das ihm schon zu heiß, da ist der Boden schon Lava. Dann wir lieber privat callen. Ne? Raus aus diesem Raum, bevor noch Wollbunny reinkommt und die ganze schöne Scharade zunichte macht. Mir ist es eigentlich egal. Wollte die heute nochmal online kommen? Nee, ja, sie hat gesagt, sie weiß es noch nicht. Also kann schon sein, dass sie noch ankommt. Sie weiß es aber nicht, hat sie gesagt vorhin. Okay, wolltest geht's, glaube ich, nicht ganz so gut. Okay. Ja, gerade ein Kind kriegt, da gibt cut some slack vorher. Okay. Also wolltest du jetzt mit mir privat irgendwie sprechen, oder? Rainer will immer privat mit dir sprechen. Am liebsten, wenn du kurz nach Zobis mettelst. Ja? Leute, diese KI-Bilder sind ja aber auch wirklich noch ein wenig weg, oder? Wenn ich mir das hier anschaue, erstens mal ist das Leute falsch geschrieben. Das heißt L-O-I-D-E. Ja? Metal ist wenigstens richtig geschrieben, gell, Reini? Aber hier, Ding, die eine Hand von ihm hat bloß 3 Finger und einen Daumen. Und mit der anderen Hand bedient er die Maus, die aber komischerweise auf der Tastatur liegt. Also, keine Ahnung. Ne? Aber wir haben jetzt die nächsten zig Stunden immer dasselbe Hintergrundbild im Ding, ne? Mir ist es sonst nicht egal. Also wir können gerne auch privat schreiben, wenn du willst.
Ich frage nur deswegen, weil du vorhin ja oder das letzte Mal dich ja beschwert hast wegen Date und so. Wie, ich habe mich beschwert? War das kein... Oh, eine Sekunde, ich muss mich kurz um meine Katze kümmern. Bin sofort wieder da. Sorry für die kurze Unterbrechung. Bei einer von unseren Katern, der, den ich am längsten habe, der ist sehr stark auf mich geprägt und hat ein sehr ausgeprägtes Aufmerksamkeitsbedürfnis. Hm? Und wenn ich nach Hause komme und nur kurz die Katzenfütter, die Klos sauber mache und mich hierher setze und anfange irgendwas zu reacten, das kann er nicht gutieren. Jetzt habe ich ihn mir auf den Schoß geholt und graul ihn und schauen, wie lange das hält. Das wird dann, ansonsten wird sich zwischendurch ein bisschen beschwert. Und dann irgendwann ist dann noch wieder gut. Ja. Jetzt braucht er gerade Streicheleinheiten. Weiter geht's. Beschwerde kam wie eine Beschwerde an. Mein Fehler. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Was habe ich gesagt? Da ging es darum, wegen dem Film gucken und so weiter und dass du eigentlich anscheinend ja irgendwie dachtest, dass es ein Date ist oder nicht ein Date ist, weil dann irgendwie ja das auch vor ihr noch erzählt hast. Und Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Er will schauen, ne? Sich beide ranschmeißen und ist zu weit fortgeschritten in beiden Aktionen, dass er sich noch leisten kann, dass beide gleichzeitig im Chat sind. so weiter und kein Plan und ach, ich habe da ehrlich gesagt ich bin ja selber nicht ganz durchgestiegen. Okay, ich habe keinen Plan mehr. Ja, weiß nicht, was war denn der Plan für heute eigentlich? Also ich habe jetzt nicht mehr groß was vor. Ich werde jetzt ein bisschen Fresswegstadel, ne? Er wird jetzt ein bisschen Fresswegstadel, ne? Vielleicht noch ein bisschen sich komische Goblin-Geschichten ausdenken und je nachdem, ne, ob das Bärchen seine eindeutig zweideutigen Aussagen kommentiert oder ignoriert, wird vielleicht noch ein bisschen Belästigung reingestreut, ne? zocken. Wenn du Lust hast, können wir irgendeinen Film oder Serie oder irgendwas gucken. Zu zweit oder eben dann auch Wilbur mal fragen, keine Ahnung. Mir persönlich ist es egal. Wenn du sagst, dir ist es lieber, wenn wir zu zweit sind, dann können wir auch gerne zu zweit reden. Wild plumper Manipulationsversuch, Reini. Aber ganz anders. Ich kann dir auch gerne streamen. Ich kann dir erzählen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Beziehungsweise, was ich hier so erzählt habe. Oh ja, da kannst du mal eine Zusammenfassung machen. Das würde mich schon interessieren. Ja, das würde sie schon interessieren. Sie hat nämlich das Briefing von Wolbani wahrscheinlich auch schon bekommen. Ne? Gesagt, okay, ich habe heute Nachmittag die Rainer-Schicht übernommen. Wir haben 3 Stunden miteinander geschwafelt. Das hat er mir erzählt. So, das sind die Hauptpunkte, damit du vorbereitet bist. Und jetzt übernimmt sie die Abendschicht beim Reini und schaut dabei, ob er ihr einen ganz anderen Sermon irgendwie ans Knie schraubt als der Wollbunny. Eine Zusammenfassung von grob Von 6 Stunden. Oh, okay. Bisschen schwierig. Ja. Ja, ich habe ja halt letzten Endes, also die Zusammenfassung. Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Das ist eigentlich recht einfach. Ich habe angefangen davon zu sprechen, dass ich... Du hast angefangen, sie zu belästigen, sie wollte das Thema wechseln, du hast aber dieses Thema nicht loslassen wollen, bist immer wieder drauf zurückgekommen. Ich gestern so viel in dem Buch geschrieben habe. Habe übrigens dann, nachdem du offline gegangen warst und sie offline gegangen war, noch ein bisschen weiter geschrieben. Okay. Und habe halt dann nebenbei erwähnt gehabt, dass ich mir dann halt abends das nochmal gemacht habe und Okay. extrem... Ja, das erwähnt man immer so nebenbei, ja, im Discord mit Leuten, die man eigentlich überhaupt nicht kennt, ne? Oh, und was hast du gemacht? Oh, 5 gegen Willi und also erst habe ich mir meine eigene Wix-Vorlage geschrieben und danach 5 gegen Willi und dann habe ich gemerkt, dass ich Kalade kriege, weil ich mich behindert gefressen habe und dann habe ich gedaddelt und mich danach in den Schlaf geweint. Keine Ahnung, das war ziemlich heavy. War es vorhin dann aber auch nochmal, als ich das dann gemacht habe. Okay. Ich habe ja halt dann ein bisschen das erzählt, was ich dir gestern im Solo-Gespräch erzählt habe. Also in Bezug auf den Blog und so. Also auf die Geschichte meine ich. Okay. Auf die Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe. Ja. Oh, Leute, ich habe gerade vergessen. Vielleicht ist ja hier in der Beschreibung auch nochmal, ich muss mir das auf dem zweiten Bildschirm legen. Geht's noch eine Sekunde? Ja, es sind leider keine hier Timestamps irgendwie noch angegeben. Das heißt, es ist eine wilde Fahrt. Wir wissen nicht, worauf wir uns einlassen. Ne?
Und von dem Thema sind wir dann halt so ein bisschen zu privaten Ideen, also beziehungsweise von... Also von Reini hat 5 gegen Willi gespielt, ne? Da hat man dann die Brücke geschlagen zu privaten Themen. Wir sprechen hier wieder über die altehrwürdige Privatsache, ne? Und was bei Reini nicht alles Privatsache ist und worüber man völlig frei mit vollkommen fremden Frauen auf dem Discord schwadroniert, ne? Ich erinnere daran, was seine Lieblingsband, sein Lieblingsessen oder sein Lieblingsfilm oder Anime sind, das ist alles Privatsache etc. Das geht überhaupt kein was an, aber wie oft er am Tag versucht, der Selbstbefleckung zu frönen, das ist ein offenes Thema, das ungefragt jedem sofort vor die Fresse geklatscht wird. Zu privaten Überlegungen gekommen oder besser gesagt meinen Erlebnissen, die ich hatte. Okay. Genau. Ja. Und ja, das war so eigentlich die Zusammenfassung im Groben und Ganzen. Ja, und ich habe... Das ist ungefähr so. Keine Ahnung, ihr trefft irgendjemanden, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, zufällig auf der Straße. Und ihr fragt ihn, hey, wie schaut's aus? Wie tut's? Wie geht's da? Und der fängt an mit, ja, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe irgendeinen komischen Ausfluss aus dem Dödel raus und ich krieg das nicht weg und wir haben schon alles probiert und Antibiotika und hin und her. Und ihr wollt einfach nur krampfweise das Thema wechseln und sagen, ja, okay, ja, das hört sich fies an. Ach, coole Schuhe, die du anhast, wo hast denn die gekauft? Das ist Privatsache, Zettler! Ich habe dann halt ein paar detailreiche Geschichten erzählt über mein Sexualleben der vergangenen Jahre. Ich kann auch einen Haufen Geschichten über dein Sexualleben in die vergangenen Jahre erzählen. Ne? Es ist nämlich nicht vorhanden, Rainer. Es ist nicht vorhanden. Ja, es ist alles nur in deinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. So oder so ähnlich. Okay. Weiß ja nicht, wie sehr dich das interessiert auch. Ja. Sie fand's halt ganz spannend. Ja, mich würde das auch interessieren. Ja, bevor jetzt... Ich erinnere, wie der letzte League aufgehört hat. Reini meint hier, ja, die fand das ganz spannend. Sie hier meint, ja, mich interessiert das auch. Am Ende vom letzten League haben wir noch sie, nachdem sie aus dem Discord-Call rausgegangen ist, sie gesagt, wie geht's? Sehr interessiert war die, Rainer. Die hat gebrannt auf die Informationen, die du dir da gibst, ne? Anfang davon, ja. In 3 Tage zu texten. Willst du jetzt hier bleiben oder willst du nicht? Weil das hast du jetzt irgendwie... Ich habe, ich habe es noch nicht beantwortet, ja. Ja, genau. Ja, mir ist es egal, wir können hier bleiben oder nicht. Ich will dich jetzt auch nicht... Ey, es ist zum 5. Mal, ja, wir können hier bleiben. Wir könnten aber auch in einen privaten Raum gehen. Also wir können schon auch hier bleiben. Aber, also wenn du das magst, aber wenn du lieber in einen privaten Raum gehen würdest, dann wäre ich da auch voll dafür. Ja? Also wir können uns dann auch einen Film anschauen oder eine Serie. Nur wir zwei möglich. Ja? Wenn du, also, ja klar, also wenn du Bock hast, Wollbunny vielleicht mit reinzunehmen, so, weiß ich nicht, ne? Aber wir zwei könnten das schon auch, natürlich nur, wenn du da Lust drauf hast, zu zweit alleine machen, ne? Ja. Irgendwie unter Druck sitzen oder so. Nicht, dass es hinterher wieder heißt, ja, naja, mir wäre privat schon lieber gewesen. Ich so, warum hast du es nicht gleich gesagt? Jetzt weiß ich selber nicht. Weil sie ein Bärchen ist, Rainer. Weil sie ein Bärchen ist. Das wäre, kennt ihr noch aus den 90er Jahren dieses Lied? Ich weiß nicht, wer das gesungen hat, vollkommen schwindelig, Scheißlied. Hier, weil ich ein Mädchen bin. Warum dichten wir das nicht um auf, weil ich ein Bärchen bin? Hä? Weil ich ein Bärchen bin, weil ich ein Bärchen bin. Ja. Hä? Du musst doch wissen, ob es dir lieber ist, alleine oder mit, du musst doch wissen, ob es dir lieber ist, wenn wir privat reden. Ich meine, es kann auch sein, dass sie gar nicht reinkommt.
Ja, eben, deswegen. Aber wenn wir jetzt halt Ja, aber das Risiko, das mag der Rainer lieber nicht eingehen. irgendwas talken und so, dann kommt sie ran, ist halt doof. Falls du lieber alleine reden wollen würdest. Ja. Es ist doch vollkommen wurscht im Endeffekt, oder? Du erzählst doch beiden irgendwie, wie oft du am Tag 5 gegen Willi spielst. Jetzt ist halt die Sache, du bist gerade erst reingekommen. Es besteht also die Möglichkeit, dass sie dich gar nicht gesehen hat. Und selbst wenn sie dich gesehen hat, besteht immer noch die Möglichkeit, dass wenn wir jetzt rausgehen und privat anrufen, das kriegt sie ja nicht mit. Ja. Dass man Alter, wie ekelhaft ist das? Ihr habt auf dem Schirm, der hat sich an beide rangeschmissen. Und jetzt erzählt er der einen, ja, wir schauen, dass wir die andere hier ausschließen. Und der anderen erzählt er das gleiche über sie. Was für ein ekliger Müllmensch manchmal. Er ist wirklich... halt einfach im Nachhinein, falls sie mal nachfragt, warum wir plötzlich so schnell weg waren, ich sagen kann, ja, ich war... Ja, du musstest wieder schnell aufs Klo. Ist leider wieder in die Hosen gegangen. Ne? Aber es ist kein Problem nicht, Etzadler. Ne? Das kriegt hier Hausfrau Uwe kriegt das schon rausgewaschen. Ne? war ja jetzt schon stundenlang hier alleine online, war ich ja auch. Okay. Und hatte dann doch keine Lust mehr groß zu talken und habe dann nur noch einen Film gucken wollen und dann ins Bild oder so, weil es schon ein bisschen spät jetzt. Ja. Na Also, gut. wie gesagt, offen ist alles. Musst du wissen, was du möchtest. Ja, gut. Ja, Arsch offen hast du, Rainer. Gut, dann lass das so machen. Wie? So? Na, Privat talken dann, oder hier bleiben? dann lass privat talken. Oh, jetzt hat er sie endlich rein palabert. Aber ist eh wurscht, ne? Aber Also doch, ist dir das doch lieber. Warte mal, habe ich das gewusst? Na dann. Ja. So, jetzt aber. in dem Moment hat sich der Shrimp irgendwie, ne? Schon wieder geregt. Boah, sie will mit mir privat talken. Ne? She wants to die. Kennt ihr dieses Comic? Das war so ein Comic-Meme damals. Ja, sorry, Hab ich keine mir Ahnung. aufgelegt. Ich war gerade etwas unfähig. Alles gut. Alles gut mit unfähig sein, kennt der Reini sich aus, ne? Da ist er Profi drin. Fand ich dann lustig. Okay. Ja, soll ich dir auch streamen, was ich mache? Also ich mache im Prinzip nichts Spannendes. Ich hatte halt hier in Medieval Dynasty rum und mache hier ein paar Nebenquests und Aufgaben und keinen Plan. Ja, klar, gerne. Wollen wir heute noch ein bisschen Mario Kart spielen später, oder? Können wir auch gleich machen, theoretisch gesehen. Dann muss ich halt bloß das Spiel beenden. Okay, dann muss ich mal kurz meine Switch holen. Okay, dann werde ich mal kurz das Spiel stoppen. Ich weiß nicht, haben die Bärchen jetzt dann auch absichtlich gegen Reini verloren? Wie man so absichtlich bei so Spielen irgendwie gegen kleine Kinder verliert, damit die kein Temper Tantrum kriegen? Und sich nicht auf den Boden wollen und plärren? Ne? Haben die es bei ihm dann auch so gemacht oder haben die ihn tatsächlich geknechtet? Und hier kriegst du nochmal so einen roten Panzer rein. Bam! Ja, dann muss ich meinen Kaffee wieder hier stehen, ja. Muss ich auf meinen Computer, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder leise, muss ich wieder lauter machen. Ja. Jetzt darf ich hier auch noch aufstehen. Ja, aufstehen ist harte Arbeit. Rainer, es ist unfassbar, wie dieser Mann diesen unglaublichen Arbeitsaufwand ertragen kann. Er muss hier das Spiel beenden. Das ist ja gerade hier Metal Dynasty. Und dann muss er aufstehen, um die Switch zu holen. Dafür muss er nur seine Kaffeetasse auf die Seite stellen. Ne? Und niemand bezahlt ihn dafür. Es ist ein Skandal, Leute. Es ist ein Skandal. Gleich bei der Pinea anrufen. Unverschämtheit hier. Vorne viel Bewegung. Jetzt bin ich auch schon ewig nicht gegangen. Es geht mir auch schon auf den Nerven. Boah, Rainer, hör auf, irgendeinen Bullshit in deinen nicht vorhandenen Bart rein zu nuscheln. Was hast du nicht gemacht? Ach, im Gym war ich jetzt schon wieder seit einer Woche nicht. Ja, definieren eine Woche mit nie, Rainer. Du warst noch nie im Gym. Ja? Es sei denn, Jim ist der komische 15-jährige Rollstuhlfahrer aus deiner Jugend, von dem du uns mal erzählt hast. Aber in dem war es auch nicht drin, weil es halt auch wieder, ne? Lügenlord, ne? Okay. Wolltest du nicht irgendwie 40 Kilo abnehmen oder so in den nächsten 2 Monaten? Ich habe gesagt, das sollte ich gleich tun.
Was vielleicht besser wäre, wenn ich mich mit dir treffe und wir vielleicht auch uns eben näher kennenlernen. Vielleicht Mhm. weniger hätte. Würde dich wahrscheinlich auch nicht ganz so abstoßen dann. Ja, Rainer, ich weiß nicht, wenn du eine Vierteltonne wiegst, dann machen 40 Kilo weniger als Kraut nicht so fürchterlich fett, da dir mal sagen. Ja? Wenn du 140 Kilo abgenommen hättest, vielleicht. Das will der Rainer, wenn 140 Kilo. Rainer, wenn 140 Kilo abnimmt, dann hat er annähernd im Bereich Normalgewicht ist er dann. Oder zumindest weniger, als wenn ich jetzt so fett bin. Meinst du, dass du abstoßend bist? Er selber glaubt das nicht. Er meint, er ist eigentlich der allergeilste Stecher. Und dass die ganzen Bärchen, die verpassen alle was, dass sie ihn nicht gewählt haben. Hm, Ich selbst habe kein Problem damit. Aber Ja, Rainer, das ist, glaube ich, das Grundproblem an der ganzen Nummer. Also, es ist nicht nur irgendwie mit deiner Körperfülle zu tun, sondern mit dem ganzen Rest auch. Ne? Du hast eben kein Problem damit, ne? Wie du bist. Auch charakterlich. Und das ist das Problem, Rainer. Du solltest ein Problem damit haben, wie du charakterlich bist. Du solltest dich in den letzten 15 beschissenen Jahren vielleicht irgendwann dann mal selbst reflektiert haben und dann festgestellt haben, boah ja, shit. Ich bin ja, ich bin schon irgendwie nicht so geil. Vielleicht sollte ich an mir was ändern. Das ist uncool. Ne, ist uncool, wie ich drauf bin. Ich soll was an mir ändern. Dann wäre diese ganze Scheiße, wenn dir der Gedanke vor 15 Jahren gekommen wäre, die ganze Scheiße mit die Haters und mit allem drum und dran wäre niemals passiert. ich für meinen Teil würde jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem, der so ein Übergewicht hat und so aussieht wie ich, gerne zusammen sein. Dann, warum? Himmelkreuzkruzifix, warum kriegst du es dann nicht auf die Kette, dass du den Schluss daraus ziehst? Moment einmal, wenn ich keinen Bock habe, mit einem Babyelefanten in die Kiste zu steigen, der stinkt und schwitzt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Warum sollte dann irgendjemand anderes Bock haben, mit mir in die Kiste zu steigen, der ich die Ausmaße eines Babyelefanten habe und stinke und schwitze, als gäbe es keinen Morgen mehr? Warum sollte es die geben? Okay. Aber das ist halt mein Verständnis von Ethik. Du hast 1600. Boah, Ethik ist ein Wort, Rainer, das will ich aus deinem schiefen Scheißmaul gar nicht hören. Ja? Ethik ist definitiv nichts, worüber gerade du schwadronieren solltest. Ich erinnere daran, dass du behauptet hast, dass deiner Meinung nach der eine Hater, der da nicht mehr aussagen konnte, zu Recht, dass ihm das Recht geschehen ist, dass er Krebs gekriegt hat. Das Karma ist, weil er dich geärgert hat. Ja, und jetzt versucht er hier den Ethik-Lord raushängen zu lassen. Die Wien-Aussage, die Maradona-Aussage, die mannigfaltigen sexuellen Belästigungen alleine in diesen Leaks und in allen davor hergegangenen. Und dieser Mann hat die Dreistigkeit, die Audacity, hier das Wort Ethik auch nur in sein schiefes Ogermaul zu nehmen. Münzen gesammelt, ein neues Fahrzeugteil ist verfügbar. Okay. So, Verbindung wird hergestellt. Global, regional, kann ich einfach mit dir zusammenzocken? Oh, 17:7. Hey, hey, hey. Das stand da gerade, ich kann doch nichts dafür. Okay. Ja, so. Das hat uns 17:7, das war wahrscheinlich die Statistik gegen sie. Das hat uns jetzt die Frage beantwortet, ob sie ihn gewinnen lassen. Antwort meistens ja. Die Raum-ID. Weil ganz ehrlich, wenn die nicht irgendwie einen schweren Hirnschaden haben, dann besiegen die ihn in Mario Kart, aber mit einer Hand auf dem Rücken gebunden. Brauchst du. Ja, warte. Ich muss noch einstellen, so. Genau. Die Raum-ID, die brauche ich. DR Die XH
Warte. Irgendwie hat es das gerade nicht. Ich muss nochmal kurz raus und muss es nochmal eingeben. So, warte. Kannst du nochmal ansagen? DR Ja, X H ja. T Okay. Schauen wir P, mal. Ob's... ne? Also Papa, nicht Buddy. Ja. Okay. Ja, sieh mal an, da kommt irgendwas in Gelb. So, fangen wir mit einer entspannten Strecke an, würde ich sagen. Ja. Einfach mal auf COM Computer, das wir auch schwer stellen hier. Okay. Er ist hier offensichtlich wieder Gaming-Geblubber. Ne? Man hätte sich jetzt auch irgendwie ein bisschen, dass ja viele Leute gesagt haben, es ist unnötig viel Gaming-Geblubber drin. Man hätte sich da ein bisschen vielleicht das zu Herzen nehmen können, sagen, okay, weißt du was, dann sind die scheiß Videos halt bloß nur 20 Minuten lang und nicht eine Stunde oder eineinhalb. Und dafür haben wir die ganze Gaming-Scheiße einfach vorher schon mal rausgeschnitten. Ne? Das wäre vielleicht eine Sache gewesen. Konstruktive Kritik meinerseits diesbezüglich. Ich werde jetzt wieder Pause machen. Ihr kennt das Spiel. Stell es auf doppelte Geschwindigkeit. Hau mal währenddessen nochmal irgendwie den Rest von meiner Häuben ins Gesicht. Und wir sehen uns dann, wenn es wieder interessant wird. So, ich weiß nicht, ob es jetzt länger interessant bleibt oder wieder ein Gaming-Geblibbel dazwischen kommt, aber jetzt wird über den Schlafrhythmus gesprochen. Ja, na super. Aber machen wir Was machen wir? Machen wir deinen Schlafrhythmus so kaputt mit unserem Zeug hier? Nein, das war gestern ein Witz. Mein Schlafrhythmus macht ihr nicht kaputt. Mein Schlafrhythmus. Ja, wie sollen wir denn den auch noch weiter kaputt machen, Reini? Reini, das wäre ungefähr so, wie wenn man sagen würde, ob sie deinen alten Ford Mondeo kaputt gemacht hätten. Ne? Der ist auch schon kaputt. Oder die Schanze, die ist abgerissen. Inzwischen wirklich alles. Tutti kompletti, da steht nichts mehr auf dem Scheißgelände. Ja, die kann man auch nicht mehr kaputt machen. Genauso wenig wie deinen Schlafrhythmus oder deinen Ruf. Ne? Alles schon kaputt. Hast alles schon selber gemacht. Das könnt ihr gar nicht kaputt machen. Okay. Weil ich meinen Schlafrhythmus so gut unter Kontrolle habe, dass das ein Witz ist schon wieder. Ja. Reini hat seinen Schlafrhythmus so super unter Kontrolle, Alter. Haben wir gelacht. Ja. Da haben wir gelacht. Das ist hier... Der sich immer versprochen hat, ja, ich bin gerade erst aufgestanden, weil er die Juna aus Stream angeschmissen hat um 2:30 am Nachmittag. Okay. Ich habe ihn so gut unter Kontrolle, dass ich ihn nicht unter Kontrolle habe. Okay. Ja, nee, ist klar, als ob ich erst von der roten und dann von der blauen getroffen werde. Ja, der rote war von mir. Der blaue nicht. Das ist mir schon bewusst, dass der rote von dir war. Sag mal, es geht euch wohl echt so gut gerade. Vor allem jetzt verliere ich halt ernsthaft noch auf der Map, nur weil ich mich mit dem... Ey, das kann doch nicht ernst sein. Ach, das ist noch eine Runde. Ja, ist noch. Ist das würde mich eigentlich interessieren, ich habe schon ewig kein Mario Kart mehr gespielt. Ist das so, dass der blaue Panzer trifft ja immer den, der auf Platz Nummer 1 ist? Wenn jetzt... Zählt da, wer auf Platz Nummer 1 ist, wenn der blaue Panzer an dir vorbeischießt oder beziehungsweise trifft, oder zählt das ab da, wo der abgeschossen wird? Also wenn ich praktisch auf Platz Nummer 1 bin und irgendeiner schießt den blauen Panzer und ich rutsche auf Platz 3 runter, trifft dann trotzdem der Panzer mich oder den anderen Dude? Das wird mich interessieren. Nur so nebenbei. Oh, okay, kannst noch gewinnen. Hä, wieso hat der Charakter plötzlich voll abgebremst? Keine Ahnung. Wo hast du eine verfickte Drecksau? Hä? Weil du auf die Taste gedrückt hast auf dem Controller, wo Bremsen draufsteht. Keine Ahnung. Also, diese Charaktere tun nichts, ohne dass du vorher irgendwas in deinem Controller eingegeben hast. Es ist immer das Problem, das vor dem Bildschirm sitzt. Okay, jetzt gerade geht's nicht ab, Alter. Jetzt hab ich sogar mein Ding verkackt. Mein Jump. Dein Jump? Machst dein Jump nicht? Dein Ding. Oh nee. Ja. Das war ungünstig. Ja. Hab die Leute zu viel abgefeuert. Scheiße. Ja, das kannst du vergessen. Oh Mann, ey. Ich hatte noch eine Bananenschale. Ja. Ich hab doch nach meiner eigenen Map besiegen. Das erzählt aber, ich bin links. Wenn ich da verliere, das wäre ja noch schöner. Was wollte ich jetzt sagen? Aber hat's da einen Map Generator in dem Ding, oder wie? In den neuen Mario Kart? Kann man dazu seine eigenen Strecken bauen? Wir waren irgendwie bei Schlafrhythmus. Achso, nee, mein Schlafrhythmus verkackt nicht. Nee, ist einfach so, ich wache eigentlich immer so zwischen 7 und 8 auf aktuell.
auf Nacht, Rainer. Das ist die einzige Möglichkeit, wie auch nur ein Quäntchen Wahrheit in dieser Aussage ist. Rainer, du zockst bis um 4, 5 in der Früh irgendwelche Spiele und spielst 5 gegen Willi. Und da wirst du mir verzeihen, dass du um 7 oder 8 in der Früh von alleine aufstehst. Da, frisch wieder Morgentau. Und da wird erstmal harte Arbeit. Singend wird dann erstmal der Haushalt getätigt. Grazil durch die hier Wolfschanze hoppelnd. Genauso schaut es aus, ha? So sehe ich die. Lächerlich, Rani. Okay. Egal, ob ich jetzt um 12 oder um 2 pennen gehe. Aber ich bin die letzten Tage eigentlich nie vor 3 ins Bett gekommen. Gestern sogar erst wieder um 4. Okay. Um 4. Das sogar kurz nach 4 vorgestern. Das ist so wild. Ich bin nicht davor ins Bett gekommen. Hört sie so an, als hätte es wirklich widrige Umstände gegeben, die ihn davon abgehalten haben. Und es musste einfach gemacht werden. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie aus der Schulzeit oder vom Studium oder sowas, oder wenn ihr selbstständig seid, sagt, oh scheiße, ich habe morgen die und die Deadline für irgendwas und ich muss das jetzt heute noch machen, damit das, weil es morgen passiert sein muss, und man schlägt sich so ein bisschen die halbe Nacht um die Ohren und dann sagt man, ja okay, ich bin nicht vor 2, 3 ins Bett gekommen. Oder wenn irgendjemand im Veranstaltungsbusiness arbeitet und dann sagt, ja, hier das Konzert, das hat ein bisschen länger dauert und wir haben dann abbauen müssen, etc. bla bla. Und bis ich dann daheim war, es 2, das heißt, ich bin vor 3 nicht ins Bett gekommen. So in die Richtung. Aber, oh ja, keine Ahnung, ich habe hier Metal Dynasty gespielt und währenddessen noch an meinen komischen Bumsknödel-Geschichten geschrieben, ein bisschen 5 gegen Willi gespielt. Da bin ich leider nicht früher ins Bett gekommen, ist vollkommene Bullshit-Aussage, Rainer. Aber selbst dann wache ich normalerweise ich habe das jetzt nicht wiederholt, er hat es original im selben Ton 2-mal hintereinander nochmal gesagt. Und jetzt kommt noch, und selbst dann wache ich normalerweise Ding! Das ist ja aber auch nicht gesund. Also die Aussage war jetzt, und selbst dann wache ich normalerweise Ding auf. Ne? So wenig schlafen. Ach, das kratzt mich eigentlich nicht. Das ist bei mir normal, das ist ein Normalzustand. Okay. Hä? Als ob du vor mir bist. Und tschüss. Warum? Alter, warum hat er Warum? nach rechts gezogen? Ich werde das nicht verstehen. Ich krieg grad Vietnam-Flashbacks von der ganzen Nummer hier mit Ezio und so. Ne? Assassin's Creed 2. Keine Ahnung. Oh nee. Schau. Hä? Warum bist du schneller als ich? Tschüss. Oh, fuck. Ja, die rote verfehlt mich und die blaue und die grüne trifft dich. Ja, nicht gut. So. Hä, was war das? Wieso hat er abgebremst? Ich wollte nach. Sag mal, cheatest du? Ich mach Ja, gar genau nichts. in dem Moment, wo. Das ist so Klassiker einfach. Ne? Er schießt mit allem, jedes Item, das er hat, schießt er wirklich auf sie. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das so einstellen kann, dass du wirklich so ein One-on-One-Race hast, ohne irgendwelche Computergegner oder sowas. Aber er hat vorher Computer auf schwer geschrieben. Scheiß auf. Er schießt alles auf sie und er kriegt es trotzdem nicht hin, sie zu besiegen. Sie überholt ihn jedes Mal wieder. Und dann ist die einzige Conclusio in Rainers Klöterkopf ist dann muss sie cheaten. Anders geht es nicht. Ne? Ist jetzt nicht so, dass er seit Anfang des letzten Jahrzehnts versucht, Let's Play Content Creator zu sein und er von jedem, aber auch wirklich jedem einzelnen Menschen, der diese Scheiße jemals gesehen hat, die er dabei seine Let's Plays verbrochen hat, gesagt gekriegt hat, dass er scheiße ist im Zocken. Dass er eben genau gar nichts kann. Und dass er vielleicht dann auch nicht dafür geeignet ist, professioneller Let's Player zu werden, weil er einfach schlecht ist. Zu dumm für alles. Und nach all dieser Zeit ist der erste Gedanke, der kommt, wenn das Bärchen ihn hier nass macht bei Mario Kart, ist, die muss cheaten. Er ist der große Drache. Er ist der Meddler unter den Let's Playern. Ihn besiegt so schnell niemand. Es sei denn, die cheaten. Er ist so erbärmlich, Rainer. Wo ich nach links gezogen habe, hat er nach rechts gezogen. Okay. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Alter, was zum Fick? Schon wieder. War das von dir?
Ich sehe gerade gar nichts. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Das war auch von dir. Also hatte ich auch getroffen, mal nicht. Ja. Tschüss. Ja. Das ist ein X. Ach, ja, ich werde auf jeden Fall mal Unreal runterladen. Können wir, wenn du Lust hast, eine Unreal zocken. Ja. In 2 habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezockt. Ich habe ihn mir irgendwann mal geholt, aber alleine hatte ich irgendwie keinen Bock. Oder ich habe minimal gezockt, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Das ist auch geil. Reini, ja, der ja in vergangenen Leaks jetzt auch wieder darüber lamentiert hat, dass seine finanzielle Situation so fürchterlich ausschaut, ne, weil es Stress gibt wegen die Fahrende vom Amt und dergleichen. Holt sich einfach irgendwelche Computerspiele und spielt die dann nicht, weil ich meine, ich habe auch einen Pile of Shame. Ne? Ich habe auch einen Pile of Shame, aber das sind Spiele, die habe ich mir immer gekauft, wenn ich gerade Kohle übrig hatte. Was? Also, wenn so, wow, krass, so ich habe. Er muss wirklich jeden Cent ausquetschen, um das Maximum rauszuholen. Und dann, ja, dann kauft man sich halt mal ein paar Spiele so, ob man die dann wirklich spielen will oder nicht, angeschissen. Ne? Aber ich warne schon mal vor, ich habe keine Ahnung und ich werde vermutlich nicht so gut darin sein. Das wird ein bisschen. Die Animal Crossing Map. Ja, viel schlechter als Rainer wäre es nicht sein können. Noch dazu findet Rainer diese Aussage ganz großartig, weil je schlechter du bist, desto weniger schlecht schaut er im Vergleich dazu aus. Warum bist du schneller als ich? Keine Ahnung. Ach Mann, hättest du da nicht drüber fahren können? Nee, lieber nicht. Warum nicht? Nee, Oh, extra. Warum? Weil sich in dem Spiel jetzt in der Runde ausnahmsweise nicht extra gewinnen lässt, Reini. es macht nicht so Spaß, da drüber zu fahren. Ja, aber das war auch extra für dich. Achso, das war für mich. Warum kriege ich jetzt 1000 Mal Bananen? Keine Ahnung, warum kriege ich nur Münzen? Jetzt bin ich über meine verfickte eigene Bahn gefahren. Das ist schon ein bisschen witzig. Ja, das kann ja im Real Life nicht passieren, Reini. Ja. Dafür ist sie nicht lang genug. Aber wieso bist du so schnell? Vielleicht habe ich ein besseres Fahrzeug, keine Ahnung. Ja, das Ja, vielleicht kann sie es auch einfach besser, Reini. glaube ich jetzt eigentlich nicht. Vor allem, weil ich genau das gleiche Fahrzeug wie letztes Mal fahre. Ja. So, bleib stehen da vorne, dein Bremslicht geht nicht. Polizei. Oh, Mann. Nein, hallo? Sag mal. Dein Ernst? Oh, dein Ernst? Ich weiß. Na genau, jetzt kommt noch der blaue. Alles. Okay, jetzt ist wieder dämliches Dingensgeblubber. Ihr kennt das Spiel. Wir steigen jetzt ausnahmsweise doch ins Gaming-Geblubber wieder ein, weil er unfassbar matt wird, weil er verkackt und er wird auch einfach unverschämt dem Bärchen gegenüber. Er wirkte mehr oder weniger gerade raus, vor sie würde cheaten. Bin ich doch am Arsch. Das ist nicht meine, das dürfte jetzt gar nicht passieren. Hast du jetzt beide Rote abgewehrt? Ja. Als ob. Wie wahrscheinlich ist es, dass du gerade beide Rote abwehren konntest? Ja, das kommt ganz darauf an, was sie für ein Item hatte, ha? Weiß nicht. Soll ich das jetzt ausrechnen? Okay. Wahrscheinlichkeitsrechnung gehört, glaube ich, nicht zur Mathematik. Doch. Ja. Ja, die Haut ist kein Organ. Wahrscheinlichkeitsrechnung gehört nicht zur Mathematik. Tausenderbereich ist dreistellig. Wir wissen es, Rainer. Wir wissen es, Rainer. Naturwissenschaftslord. Ja, nee, ist klar. Gehört dazu. Ja, nee, ist klar, Rainer. Okay, du kannst dir von mir aus gerne mal ausrechnen, wie wahrscheinlich ist, dass du 3-mal oder 4-mal Sachen von mir ausrechnest. Und nachdem du beim letzten Mal so gnadenlos verkackt hast, also im Vergleich, dass du jetzt, dass du mich. Ja, Reini, I hate to break it to you, aber Mario Kart ist jetzt nicht, es sei denn, man spielt das auf dem Speedrunner-Level, ist jetzt nicht so fürchterlich schwieriges Spiel. Ne? Da ist jetzt nicht so eine harte Lernkurve drin wie bei irgendeinem Soulspawn-Game oder so. Das geht schon. Die Leute checken das, was da, wie das funktioniert. Jetzt so gnadenlos abräumst hier. Ja, genau. Das ist schon der rote. Aber warum bist du jetzt in der Ringerunde, in der Pfütze? Keine Ahnung. Dafür habe ich mich jetzt gerade selber. Naja. Das kann nicht sein. Kaum habe ich dich überholst du mich schon wieder. Hast du wirklich geübt? Nein, ich habe nicht geübt. Mann, du siehst. Warum hast du dann ungefähr 10 Level zugenommen seit dem letzten Mal? Ich weiß es nicht. Was richtig geil wäre, ist, wenn sie wirklich legit verloren hätte, weil sie echt schlechter ist als er. Und jetzt hat sie irgendwie ihren Stecher neben sich sitzen, deswegen lacht sie sich so ins Fäustchen. Und der kann super gut Mario Kart spielen und räumt ihn jetzt komplett ab. Und sie schaut zu, schwallt währenddessen und lacht sich ein. Und jetzt hast du mich natürlich aus der Kack-Map raus. Stimmt doch was nicht, das kann doch nicht sein. Kannst du mir denn erzählen, dass du auf einen Schlag so gut bist? Ja, entweder das oder sie cheatet, Reini.
Ich habe nichts gemacht. Ich merke, Ihr habt nichts gemacht, gar nichts. Habe ein Bier getrunken. das ist gar nicht möglich. Ja, also ich bin der Blaue, jetzt wäre ich wahrscheinlich noch Dritter, ja? Ja, fick dich, Buhu, verpiss dich. Das wäre wirklich fast noch Dritter geworden. Das kann doch gar nicht sein. Ich kann doch nicht von einem Level so abkacken. Also, wie war das für die letzte Runde, nicht? Ich dachte die vorletzte. Ich hab keinen Bock mehr hier. Kann nicht wahr sein. Ich hab keinen Bock mehr auf meine Mutter. Ja, das ist geil, wenn er nicht mehr gewinnen kann, da ist gleich kein Bock mehr. Ne? Ich hab noch nie einen so erbärmlich schlechten Verlierer gesehen wie Reini. Das ist natürlich schwierig, weil Verlieren seine Kernkompetenz ist. Ne? Das macht er eigentlich dauernd, schon immer. In allem. Reiners Leben begann mit einmal verloren. Ne? Niete gezogen in der Lebenslotterie. Und von da aus nur verloren. Und er hat es immer noch nicht geschafft, irgendwie damit umzugehen, wenn er mal wieder versagt. Nee, es geht nicht darum, dass ich verliere. Das haben, Nein, doch, genau darum geht's, Rainer. Du bist der Meinung, wenn du die Mulle beeindruckst damit, dass du sie grandios in Mario Kart schlägst und danach so ein richtig gönnerhafter Sieger bist, der ihr dann noch ein bisschen Honig ums Maul schmiert, wird die feucht im Schlüppi und kommt zu dir und will Snooze machen. Das war dein Gedanke hinter der Nummer. Und jetzt im Moment kriegst du komplett ein Flippy, weil die dich nass macht in Mario Kart. Ist vielleicht auch ein bisschen ein Ego-Problem, ne? Wenn man tief in sich drinnen, der kleine Reini im Unterbewusstsein, den du schon lange weggesperrt hast, weiß, was du für ein himmelschreiender Versager bist und warst schon dein ganzes Leben. Und dass dir sowas dann in dieser Eskapismuswelt des Computerspielens, in die du dich sonst immer flüchtest, um der große Held zu sein, dann noch aufs Brot geschmiert wird, dass du sogar da ein Versager bist, weil du nämlich einfach nichts kannst, einfach gar nichts, Rainer. kein Problem. Es geht darum, dass es einfach so unrealistisch ist. Ich meine, jedes Mal, wenn ich dich abknalle, hast du irgendwas. Und jedes Mal, wenn ich versuche, hier irgendwie an dir vorbeizukommen, überholst du mich sofort wieder. Ja, Reini, das liegt daran, dass jemand, der vielleicht mehr als 5-mal irgendein Mario Kart Spiel gespielt hat, checkt, hey, wenn ich weit vorne bin, dann werde ich meistens die Runde dadurch verlieren, dass irgendjemand mir irgendwelche komischen roten Panzer oder dergleichen hinten reinzimmert. Und dann skippt Items, die das countern, und wenn du die hast, dann hebst du dir die halt auf, anstatt sie einfach wild wichsend in die Wallerei zu schießen, so wie es höchstwahrscheinlich deine Taktik ist, um dann abzuwehren, wenn jemand auf dich schießt mit irgendwelchen anderen Panzern. Das ist ganz stinknormales, das kann ich einem Erstklässler beibringen. Das muss ich nicht. Das checkt der Erstklässler nach 6, 7 Runden, die er Mario Kart gespielt hat. Egal welches. Checkt das. So funktioniert das. Wenn ich vorne bin und ich habe ein gutes Item, muss ich mir das aufheben, so. Wenn die Panzer, mit denen kann ich das abwehren und so weiter und so fort. Das kann überhaupt nicht sein. Wir müssten gleich schnell sein. Vor allem am Anfang. Selbst mit einem Dingstab bist du schneller als ich, was eigentlich gar nicht sein dürfte. Was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Ja, siehst du, schon wieder. Kann gar nicht sein. Du hast immer das richtige Item. Ja, das sind die Cheats, die ich anhab, natürlich. Nice. Das ist sehr gut, Bärchen. Sehr gut. Ne? Das sind die Cheats, die ich anhabe. Jetzt habe ich einen Booster mehr erwischt als du und bin trotzdem hinter dir. Ja, schön. Ich werde hier getroffen in einer Tour von irgendwelchen Dingen. Von Feuerbällen, das waren meine, weil die kann man nicht abhören. Ja, super. Da, warum konntest du mich überholen? Ja, weil ich von oben runtergehüpft bin von Weil du scheiße bist, Rainer, weil du scheiße bist. so einem Dingern hier halt. Ja, ich nicht. Ich Dafür, fahre die gleiche Strecke wie du, falls du das übersehen hast. dafür wurde ich jetzt gerade getroffen, okay? Ja, einer von 100 Würfen. Ja. Natürlich trifft mich der in der Luft, ist klar. Und noch runtergefallen. Und noch der Blaue hinterher. Sonst geht's euch dabei echt gut, oder? Ja, mir geht's einwandfrei, Reini. Du hörst dich ein bisschen angespannt an, ne? Wie geht's denn dir? Geht's dir nicht so gut? Oder vielleicht solltest du mal mit jemandem reden. Du bist doch immer noch Erster, ist doch alles gut. Ja, aber du abgebremst hast. Ich niemals. Ja, ist klar. Und Schluss. Vorhin habe ich 2 Booster mehr getroffen als du. Du triffst einen. Ja, nee, jetzt habe ich den Blauen natürlich auch getroffen. Du triffst einen Booster und überholst mich. Ich treffe 2 und komme dir nicht hinterher. Ja, Alter. na super. Und wieso hat er jetzt keinen Doppelsprung gemacht? Siehst du? Warum? Okay. Wir machen jetzt wieder, ne, den Rest wirklich überspringen wir. Wahrscheinlich landen wir dann hier hinten irgendwo. So, die Gaming-Session war jetzt, ne? Das Bärchen hat immer, wenn Reini kurz vor der kompletten Eskalation stand, hat es ihn wieder gewinnen lassen.
Reini hat das gemerkt, dass sie gewinnen lässt, weil sie stellenweise einfach plump irgendwie gebremst hat, kurz vom Ziel. Und das war ihm dann auch wieder nicht recht. Aber das Spiel hat sich gegen ihn verschworen. Alles hat sich, es ist wie im richtigen Leben. Ne? Alles hat sich gegen ihn verschworen. Das Spiel ist ein Hater, die Programmierer bei Nintendo sind Hater, alles Hater. Niemand könnte ihm was und er hat jetzt eigentlich, das ist ganz komisch, eigentlich hätte er gewinnen müssen, hat aber verloren. Und jetzt hieß es, sie müssen jetzt noch warten, andere Spiele wollen sie runterladen und währenddessen will er jetzt noch was erzählen und da sind wir jetzt wieder eingestiegen. Na, ich habe gehört, dann erzähle ich dir noch mal was und dann da sind wir jetzt wieder. So, wieder da. Supi. Ach, Mano. Ui. So, du hast im Prinzip Auswahl zwischen mehreren Geschichten. Okay. Was heißt Geschichten? Also Erlebnissen halt von mir. Ja. Von der Jugend. Eine Geschichte mit einer Frau. Zählt den Schwank aus eurem Leben, denn was könnte es Schöneres geben? Alles, Rainer. Hat uns das alles erfunden. Irgendeine Frau sagte, okay. Da war ich doch, es ist mir erst wieder eingefallen, weil ich so lange nicht drüber nachgedacht hatte. Okay. Und zwar war ich da erst 16. Ach so, das ist ihm jetzt erst wieder eingefallen. Da hat er lange nicht mehr drüber nachgedacht, dass er doch nicht mit 29 angeblich entjungfert worden ist, sondern mit 16. Das ist ihm jetzt spontan gekommen, ne? Dass da, ach ja, da war 13 Jahre davor, war ja noch was. Oh, bitte nicht, bitte nicht. War, du würdest wahrscheinlich sagen, nur wild. Ja, das darf man eigentlich fast keinem erzählen. Also ich war 16, das war ein Modell von einem Freund. Mhm. Oh ja, die Story hat er jetzt im anderen Bärchen doch auch schon erzählt, oder? War das nicht im letzten League? Wie gesagt, das ist schon eine Zeit lang her. Mhm. Ja, das wäre die eine Story. Dann gibt es eine Story von einem 69-Jährigen. Eine Story von einem etwa 65-Jährigen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt er war. Und dann gibt Der Rainer, der hat sich ja komplett durch die ganze Ü60-Party geknattert, ne? noch eine Story von einem 69-Jährigen. Okay. Die 65 und der 65-Jährige und die 69-Jährige. 69, habt ihr verstanden? Ha. Waren beides mehr oder weniger Zwanggeschichten. Oh, Das okay. hatte mit einem Beruf zu tun, den ich damals ausgeübt habe. Und da ging es auch ums Thema Handwerk und so weiter. Ach ja, der Handwerker der Lust, das war das, ne? Das ist der, mit seinen fetten Wurstfinger, ne? 2 linke Hände mit 10 Daumen dran, aber der will mal vom Handwerk erzählen. Da hatten wir, glaube ich, auch irgendwie drüber gesprochen, eben wegen Evil Dynasty und so. Und dass die Welt ja so böse ist oder war, oder keine Ahnung genau, was wir da genau besprochen haben. Ja, jetzt Rainer, hier Friedhof der Nuscheltiere, jetzt red mal gescheit. Ich muss die ganze Zeit wieder diese scheiß Lautstärke hoch, runter. Ja, verzeih halt irgendwie auf einem Ding. Wenn es sie wieder redet, dann schlägt hier oben das, der Sound wieder aus wie ein Muli. Okay. Auf jeden Fall ging es letzten Endes darum, dass ich halt Letzten Endes. einige Storys kenne, die halt immer totgeschwiegen werden und teilweise auch eben 2 davon selbst erlebt habe. Ich bin ja in einer Sonderschule gewesen, das heißt, ich habe halt im Prinzip Handwerksberufe gelernt, beziehungsweise nicht gelernt, sondern ausgeübt. Das ist so dreist, ekelhaft. Ich habe auch einen Handwerksberuf gelernt. Ne? Ich habe eine fertig abgeschlossene Ausbildung. Und es ist halt nicht so, dass man sagt, ja, es ist, Handwerk ist nur für Sonderschüler und Deppen. So wie du das offensichtlich siehst. Und nur dazu hast du überhaupt nichts gelernt, Rainer. Rainer, du hast, während die anderen Leute wenigstens rudimentäre Kenntnisse in Mathe, vielleicht Englisch, ne, auch Deutsch, ne, ihre Muttersprache und dergleichen, Wirtschaft und alle möglichen gelernt haben, damals auf der Dulli-Schule, hast du Pokémon-Folgen auswendig gelernt. Und jetzt hockt er sich da hin so, ja, hier Handwerk, weil er war bloß auf der Sonderschule. Reini, auch im Handwerk will man keine Sonderschüler haben. Also zumindest nicht solche wie du. Na, es gibt schon Leute, die auf der Sonderschule waren, weil sie vielleicht eben auch in der Genetiklotterie jetzt nicht so wirklich den Hauptpreis gezogen haben, sagen wir es mal so.
die aber fleißig waren und die gesagt haben, hey, ich habe jetzt hier, das ist jetzt hier alles ein bisschen schwierig, aber ich beiß mir jetzt da durch, weil ich möchte irgendeinen Hauptschulabschluss machen, damit ich eine Chance habe auf eine Ausbildung. Und die haben den Hauptschulabschluss gemacht und die Ausbildung und die sind jetzt kompetente Handwerker, die wissen, was sie tun. Die gibt's. Ja, von denen bist du natürlich keiner. Problem ist halt einfach, du stellst hier gerade einfach wirklich das komplette Handwerk als Deppenverein hin. Er sagt hier, die nehmen ja nur noch die von der Dulli-Schule. Schule, weil ich halt aufgrund meiner Ausbildung, aufgrund meiner schulischen Leistungen keine bessere Ausbildung und keine bessere Berufe dadurch ausüben konnte. Ja, Rainer, du hast schon keine Ausbildung gekriegt. Und ja, du konntest aufgrund dessen, dass du lieber Pokémon geschaut hast, statt zur Schule zu gehen, keinen besseren Beruf ergreifen als Hilfsdulli über die Zeitarbeitsfirma. Richtig. Und sogar dafür wollten sie dich nicht haben. Und ich habe in meiner Jugend auch schon mal Jobs aufgrund der Barrende über Zeitarbeitsfirmen gearbeitet. Die schicken dich wirklich zu allem hin, was absolut idiotensicher ist. Das hat dann auch alles mit Handwerk oder dergleichen nichts zu tun. Das ist hier so, mach den Handgriff jetzt 8 Stunden lang. In 4 Stunden hast du eine halbe Stunde Pause. Wir sehen uns dann. Und du machst dann 8 Stunden denselben Scheiß Handgriff. Das kann wirklich jeder Dulli. Aber das hat auch mit Handwerk nichts zu tun. So, genau. Und eine von diesen Geschichten hat eben dazu geführt, dass ich eben bei einem Bekannten, oder besser gesagt bei dem Bruder von einem Schulkollegen gearbeitet habe. Okay. Und der Typ ist auch ziemlich homophob. Und das hatte letzten Endes negative Auswirkungen für mich mit einem Fall. Und zwar war es so, ich weiß nicht, welche Story willst du überhaupt hören, bevor ich jetzt anfange, hier irgendwie zu erzählen? Erzähl einfach weiter. Erzähl einfach weiter. Ja. Eine der Storys war dem 65-Jährigen. Und zwar ist es so gewesen, ich weiß auch gar nicht, ob der 65 war. Und der 65-Jährige war jetzt der Bruder von deinem Schulfreund, oder wie sieht das? Er stottert sich da wieder irgendeine Scheißlüge zusammen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier gesagt habe, 65, er war auf jeden Fall um die 60 und war bereits in der Ende. So, und da hatte er aber in seinem Berufsleben damals halbwegs erfolgreiche Zeit hinter sich, hatte er so ein bisschen Kohle. So. Und es ist so gelaufen. Ich habe bei dem Typen gearbeitet und bei dem ich halt kannte so, aus meiner Jugend und alles und von früher und aus seinem Bruder, hat er mir halt Aufgaben gegeben, bei denen ich halt selbstständig arbeiten konnte, so, weil es mich halt nicht gestört hat, ne? weil er halt wusste, er kann sich darauf verlassen, dass das vernünftig gemacht wird. Wie man so kennt beim Reini. Da kann man sich immer drauf verlassen, dass immer alles vernünftig gemacht wird. Ich erinnere daran, wo er dieses komische Becken draußen zum Pool umfunktionieren wollte. Ja, das hat alles sehr vernünftig gemacht. Oder die eigene Entglasung von mindestens einem Fenster und mindestens der Terrassentür für die Dachterrasse. Das hat er sehr vernünftig gemacht. Und die Holzvertäfelungen im Treppenhaus, die er weggerissen hat, ja, wodurch mehr oder weniger der Energieverbrauch zum Heizen von dem Puff irgendwie sich verdoppelt hat. Auch super vernünftig hat er das alles gemacht. Ja? Wissen wir, vernünftig ist ja das Adjektiv, an das wir alle denken, ne, wenn der Name Rainer Winkler fällt. Okay. Das heißt bei manchen anderen seine Arbeiter. Ja. So. Auf jeden Fall war es dann noch so, der hat mich, warte mal kurz. Ja. Okay. Ich habe eine Nachricht von jemandem bekommen, wo ich eine sehr, sehr lange Nachricht geschrieben habe und habe jetzt gerade eine sehr, sehr lange Antwort bekommen. Oh, okay. So. Habe jetzt dazu geschrieben, dass ich mir die Nachricht nach in aller Ruhe durchlese und eventuell heute oder spätestens morgen antworte. Also, der hat mich eben dann dahin gebracht. Also ich habe um 8 Uhr angefangen, oder um 7 Uhr habe ich angefangen und um 8 Uhr hat er mich quasi auf die Baustelle gebracht. So, es war eigentlich keine sonderlich schwere Arbeit. Achso, okay. Jetzt sind wir wieder dran. Also der alte Sack ist nicht der Bruder, sondern der Chef der Handwerkerbetrieb, der den Handwerkerbetrieb hat, ist der Bruder von einem Spätzle von ihm. Aber der Bruder von einem Spätzle von ihm war ja homophob, aber konnte ich auch alleine machen. Es waren 2 große Schränke, so irgendwie so 2 Meter oder 2,5 Meter, irgendwie auch so 5 Meter Schränke auseinandernehmen und an 9 oder 2 neue aufbauen. Ich weiß nicht mehr, wie viele das genau waren. Okay. War also ein typischer Handwerksberuf eben. Ja, das ist ein ganz typischer Handwerksberuf, Rainer. Dass du zu denen ins Haus gehst und denen da drinnen an den Schrank hinstellst. Der Mann schwadroniert, der hat keine Ahnung vom richtigen Leben.
Der hat absolut, der Mann ist weltfremder als die weltfremdesten Geistlichen, die irgendwo in einem asketischen Kloster am Arsch der Welt hängen. Der hat die Vorstellungen von einem Handwerker hat er komplett und ausschließlich aus irgendwelchen Borneo-Filmen. Das ist unfassbar. Mechaniker, also Aufbau halt, keine Ahnung, wie man das genau nennt. Ja. Den Kopf gemacht. Weil jeder nennt das auch irgendwie anders. Also, und der hat halt eben angefordert und dann hat mein Chef halt gesagt, pass auf, ne, ich schicke dich da hin, ich bringe dich da hin, also ich fahre dich hin, ich hole dich abends wieder ab. Und Max hat da arbeiten so. Und ich sagte, ja, ist klar, ne, hat mich ab. Bachelor of Schrankaufbauing hat er studiert, haben. Master of Schrankaufbauing. Der Typ macht schon den Ball hinten drauf. Okay. Hab mir nichts dabei gedacht, war ja in Ordnung, war ja auch früh. So, war ja erst 8. Der Typ ist hart, ne? Also, er hat aufgemacht, hat mich dann in das Zimmer gebracht, wo ich dann die Schränke, also es war ein Zimmer, war im Prinzip alles aus dem Zimmer. War ein Riesenzimmer mit eben 2 großen Schränken links und rechts. Die sollte ich komplett abbauen, dann die Teile wegbringen, wo er mir gesagt hat, wo ich es abstellen soll und dann wieder aufbauen. Okay. So, das habe ich gemacht. Und das ist halt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, es war auch dort im Osten oder halt auch bei euch, vor allem wenn du halt so auf dem Land aufwächst, vor allem in der Stadt aufwächst, weiß ich das nicht, aber bei uns ist es halt das so aufgelaufen auf dem Land. Du fängst halt um 8 Uhr an und so um halb 10 gibt es zum Mittag, also Vormittagessen frühstücken sozusagen. Ne? Ja. So ein bisschen Musik, wenn man knoppert. Das ist in Handwerksbetrieben tatsächlich üblich, ne? Meistens hast du dann irgendwann halbe 10, hast dann eine Viertelstunde, ne, zum Brotzeit machen. Ja, da schürt man, dass sie dann irgendeine Wurst oder Leberkassemmel ins Gesicht. In alten Zeiten, damals, in die gute alten Zeiten, hat man sie ja noch eine halbe aufgemacht. Ne? Also das Frühstückchen. Ja. Genau, also um halb 10 ungefähr wurde halt gefrühstückt so. Und da war ich halt so schon dabei und habe das Zeug soweit gemacht. Dann kam der halt so und hat sich ein bisschen mit mir unterhalten. War eigentlich alles noch entspannt. Was ich da allerdings dann schon bemerkt habe, ist, dass er immer noch im Bademantel rumläuft. Hat mich nicht gestört. So an sich, ich bin ja offen, was das Thema angeht. Ja. Ja, Rainer hat einfach in der Playboy-Villa gearbeitet. Ne? War einfach Hugh Hefner, bei dem er da gearbeitet hat. Ja, einwandfrei. So, dann habe Warte, mir kurz Kat-Skalation wieder, ne? ich so weitergegeben und dann habe ich dann halt nach dem Ding, also habe mir ein bisschen so einen Kaffee gebracht und hat ein bisschen was vom Bäcker besorgt. Es geht dann alles auf die Richtung vom Chef her, also nicht vom Chef, sondern vom Auftraggeber quasi. Okay. Das ist ganz normal bei uns so im Handwerksberuf. Also, oder halt gerade auch so in diesem Beruf ist das ganz normal. Im Normalfall, dass die halt einen Kaffee hinstellen oder ein paar Getränke hinstellen und ein bisschen was zu naschen oder so. Ja, ganz ehrlich, wenn ich Handwerker im Haus habe und die sind den halben Tag da und machen irgendwas, freilich frage ich die auch, ob sie irgendwie was essen oder was trinken wollen, dass man irgendwie ein paar Brezen heim tut oder so, oder ein paar Wurstsemmeln oder denen einen Kaffee oder ein halbe Bier oder Limo oder sowas anbietet, freilich. Das ist aber ganz normal. Das macht praktisch ja jeder eigentlich, oder? So war das zum Essen hinstellen. Ja. Das macht man, das gehört sich so. Gut, halt, haben wir uns dann unterhalten, während ich den Mittagessen habe, oder halt Frühstück gemacht habe um die Uhrzeit. Und so gegen 2, dann ist er gegangen und so gegen 2 kam er wieder. Okay. Und als er gegen 2 wiedergekommen ist, war es dann so, dass wir uns ein bisschen mehr, da habe ich dann Mittag gemacht, ein bisschen intensiver unterhalten haben. Er war immer noch im Bademantel. Okay. Und ich weiß nicht genau, wie wir auf das Thema Ja, Playboy Villa confirmed auf jeden Fall. gekommen sind. Aber irgendwie kam man dann auf das Thema, dass ich glaube, es ging sogar darum, weil mein Kumpel, also mein Chef ja quasi homophob ist, so kam man irgendwie auf das Thema, dass er mit mir kein Problem hat, weil er wusste, dass ich halt auch auf Männer stehe. Okay. Aber, also mit mir selber... Woher wusste der das jetzt? Hat er das an der Nase abgeschaukt, oder? Er hat gesagt, hey, yo, Reini, mein Homo-Alarm ist losgegangen. Kann es sein, dass du gerne mal anderen Leuten am Stängel kaust? Ist das eine Möglichkeit? Ne? Laber halt nicht rein. Ich halt die Scheiße nicht mehr auf. Kein Problem, weil es auf ihn ja keine Auswirkungen hatte. Ja. Aber er selber hat halt, der ist da halt nicht so, ne? Der ist da ziemlich homophob eben. Ja. Kennt man ja. Ja. So, oder ja, vermutlich kennt man das. Ja. Auch wenn lieber nicht. Jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass ich Dass du lügst, Rainer. Dass du lügst und ganz hanebüchene wilde Geschichten erzählst.
ich dann mit ihm ein bisschen über das Thema gesprochen habe, und dann habe ich halt auch so gefragt, ein bisschen so, ne, ob ich da halt, ne, ob ich dann wirklich auch schon mit Männern Sex hatte und so weiter, habe ich ein bisschen erzählt, ja klar, ne, hier und da, ein bisschen was von meinem Kumpel erzählt, wo ich dir auch erzählt habe, so. Ja, dies, das, Ananas, was man so macht, ne? Ja. Wo da ja die Eltern viel nackig waren und so weiter, habe dann auch seinen Bademantel ein bisschen in den Augenschein genommen, hat er schon gegrillt, so. Genau, und dann war es so, dass er dann gegen Abend, wo ich dann schon fertig war mit der Arbeit so und es dann darauf ging, dass ich dann nur noch auf meinen Chef warte, dass er mich abholt, ging es dann halt so darum, dass er gemeint hat, er hätte für mich noch einen Auftrag. Das ist in dem Gewerbe jetzt auch nicht so unüblich. Er hätte für mich noch einen Auftrag, aber ich solle morgen nochmal kommen. Allerdings soll ich meinem Chef nichts davon sagen, weil das geht ihm nichts an. Ja, das Horst da rein, aber die Scheiße hast du beim letzten Mal komplett anders verzählt. So, da warst du irgendwie mittags schon fertig und. Ne? Das läuft in der Hand. Ne? Also Schwarzarbeit. Okay. Hat er gemeint, ob ich ein Auto habe und so weiter, sagte ich, ja klar, ne, kein Ding, kann ich auch machen. War ja 18, mit Führerschein damals gehabt. Und gesagt, Rainer, du hast mit 18 deinen Führerschein noch nicht gehabt. Rainer, wir wissen, dass du mit 18 deinen Führerschein noch nicht hattest, weil du ein Jahr gebraucht hast, um ihn zu machen, weil du permanent durch alle Prüfungen gerasselt bist. Weil du hageldumm bist und halt genau gar nichts kannst, Rainer. Okay, na klar, ne, mache ich, kein Ding. Und wann ich vorbeikomme, so nicht so gegen 8 war ich dann am nächsten Tag da. Jo, er macht. Rainer war gegen 8 am nächsten Tag da und da machen wir jetzt einen Cut. Ja? Er erzählt uns danach nochmal diese hanebüchene Bumsknödel-Geschichte mit dem alten Sack, den man die Schränke aufgebaut hat. Nochmal von vorne, aber wir sind jetzt bei 1 Stunde 6 Minuten. Eine gute Zeit, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr freut euch hoffentlich auf die nächsten Folgen. In diesem Sinne. Weil ihr tut nicht, was Rainer tut, dann müsst ihr vielleicht auch nicht bei irgendwelchen Perversen euch die Barre verdienen mit Schrank aufbauen und Naturalien feilbieten und Metal auf.